Bisher bei Alan Wake. Ich schrieb eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Thomas Zane tat dasselbe in den 70ern. Einen Schritt weiter. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte. Niemand wird überleben. Sie kannten Zane! Thomas Zane! Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song! Er ließ etwas zurück, was mir hilft. Den Klicker. Alan dachte daran, als er am Cauldron Lake stand, den Klicker in der Hand. Er atmete tief ein und sprang. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Ich hatte einen Kater. Mein Kopf war kurz vorm Explodieren und das Licht tat mir in den Augen weh. Ich brauchte meine Sonnenbrille und Schmerzmittel. In einem Moment der Selbsttäuschung schwur ich, mit dem Trinken aufzuhören. Ja, ich glaube, das sagt ja jeder Säufer. Trotzdem tut es wieder. Und jetzt sind wir in der Vergangenheit von Alan Wake. Braucht eine Sonnenbrille. Ja, Thomas. Die Sonnenbrille machte die Welt wieder erträglicher. Jetzt konnte ich die Augen öffnen, ohne mich wie ein Vampir in der Sonne zu fühlen. Cool, Joey. Der braucht die Sonnenbrille erinnert. Und jetzt brauche ich gerade noch Schmerzmittel. Aber gescheite, gell? Die richtig reinhauen. Die Pillen wirkten schnell. Die Aussicht, wach zu sein, schien langsam etwas erträglicher. Ja gut, der Schädel drunten nicht mehr. Möchte er duschen? Nick. Ein Alan Wake braucht die Duschen. Auf dem Anrufbeantworter war eine Nachricht für mich. Die Nachricht abhören. Eine neue Nachricht. Ja, schläfst du noch? Aufgewacht, Sonnenschein? Achso, der Barry. Du solltest deine Show auf dem Rekorder haben. Falls Alice nicht zu sauer war, um sie aufzuzeichnen. Sie hat mich heute früh angerufen und zur Schnecke gemacht. Okay, wir haben es letzte Nacht wirklich etwas übertrieben, aber diese Partys gehören eben zum Geschäft. Hör zu, ich sage dir das als Freund. Sie tut deiner Karriere keinen Gefallen damit, wenn sie versucht, dein Leben zu bestimmen, okay? Bis später, Hell. Sieh dir die Show an. Und jetzt möchte er den Fernseher einschalten. Ja, heftig, oder? Dann wir es halt. Wie schaut denn die Küche aus? Kriege ich was zum Saufen? Nein. Am Abend vorher war ich Gast in einer Talkshow gewesen und redete über mein neuestes Buch. Die Show sollte auf meinem Rekorder sein. Tatsächlich? Ja, schau mal rein. Die Harry Garrett Show. Danke sehr, vielen Dank. Wir haben heute Abend eine großartige Show. Wie schaut denn aus? Darf ich mich hinsetzen? Mit dem Bestsellerautor Alan Wake. Nick? Sein neues Na gut. Buch, The Sudden Storm. Ja, liest sich gut. Kaufen Sie. Hey, es liest sich wirklich gut. Hören Sie. Ganz ehrlich. Ist das klug? Nein, aber ich tue es trotzdem. Ich habe hier Leute, die mir Inhaltsangaben für Bücher schreiben. Aber das hier habe ich wirklich von vorne bis hinten durchgelesen. Ich meine, ich bin ein großer Fan. Wow, danke. Es mag jetzt denen, die das Buch noch nicht gelesen haben, zu viel verraten. Also angesichts der Verkaufszahlen den 2 Menschen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Aber dieses neueste Buch dreht sich nur um den Tod der Hauptfigur. Des knallharten New Yorker Detectives Alex Casey. Das hat für einige Entrüstung gesorgt. Wieso zum Teufel haben Sie Casey sterben lassen? Was haben Sie sich dabei gedacht, Mann? Und tschüss. Nein, im Ernst. 7 Jahre und 6 Bücher sind eine lange Zeit. Mit einem so miesepetrigen Kerl die Arbeitszeit zu verbringen. Es hat Spaß gemacht, aber es wird Zeit für was Neues. Beim nächsten Buch widme ich mich ganz neuen Dingen. Sie selbstsüchtiger Mistkerl. Denken immer nur an sich selbst. Sie haben uns über die Jahre in der Tat gut unterhalten. Jetzt, da Sie es erwähnen, Casey war ein miesepetriger Kerl, hatte nie viel Glück in seinem Liebesleben. War das in irgendeiner Weise autobiografisch?
Ja, tatsächlich. Caseys Freundinnen starben ihm echt häufig weg. Bei Casey ging es immer nur um seinen Schmerz. Nein, da steckt nichts Autobiografisches drin. Ich bin glücklich verheiratet. Meine Frau ist meine Muse. Meinen Glückwunsch. Schön, das zu hören. Also, wie läuft Ihre Werbetour bislang so? Gut, toll. Aber ich bin auch froh, wieder zu Hause in New York zu sein. Sie waren in letzter Zeit tatsächlich oft in den Nachrichten. Jede Menge Partys und... Sie haben sich mit einem Paparazzo Oh Mann, der Typ ging mir echt auf die Nerven. Ich bin ausgerastet. Ja, das war nicht cool. Sie sind berühmt für Ihr Temperament. Und ich habe auch ein paar Bücher geschrieben. Ihr neuester Roman heißt The Sudden Stop und ist jetzt überall im Handel erhältlich. Kaufen Sie es auf der Stelle, Sie beiden dort draußen, die es noch nicht haben. Meine Damen und Herren, das war's mal wieder. Ich möchte allen heutigen Gästen danken. Alan Wake, Sam Lake, schneiden Sie noch mal die Grimasse für uns, Sam, Danke. Und für die Musik sorgte die Band Poets of the Fall. Danke und gute Nacht. Wenigstens war ich lustig. Ich sagte, Wow, der Alan war mir richtig witzig. Schatz, hast du dir die Show angesehen? ich habe nichts Dämliches gesagt. Wer quatscht? Oh, du Buffel. Willst du eine Aspirin? Geht es jetzt um die Ja, so mit Fernseher. Sei leise. Ich hätte Ihren Rat befolgen sollen. Aber plötzlich war ich... Was? Redest du nicht mehr mit mir? Heute Morgen war ich wütend, weil du gesagt hast, du kommst um Mitternacht und du bist morgens um 7 aufgekreuzt und mitten im Satz eingeschlafen. So, das war's. Bist du wütend? Diese verdammte Tour! Sie ist außer Kontrolle! Oh, Liebling. Sie ist fast oder? Dann wird alles wieder normal. Dann kannst du endlich wieder schreiben. Tut mir leid, Liebling. Alan, du bist ganz durcheinander. Geh einfach duschen und wieder ins Bett, ja? Ja, du hast recht. Tut mir leid. Wenn das vorbei ist, lass uns verreisen. Ein Urlaub. Nur du und ich an einem ruhigen Ort. Irgendwie war der Klicker der Schlüssel zu der Hütte. Ich musste zum Cauldron Lake zurück und Alice retten. Ich gehe zurück zum See, um es zu beenden. Ich schreibe ein Ende für die Geschichte aus dem Manuskript. Und zwar nach meiner Vorstellung, um alles wieder gut zu machen. Wieso kannst du das nicht hier schreiben? Die letzte Seite steckt noch in der Schreibmaschine. Ich muss erst alles genau durchlesen. Es muss einfach alles stimmen. Zane hat ein paar Abkürzungen versucht und das ging nicht gut. Okay, es kann losgehen. Tut mir leid, Sarah. Ich muss das hier alleine machen. Barry, nimm Ihre Waffe. Miss Weaver, schließen Sie die Tür, wenn ich gehe. Viel Glück, Al. Wir sehen uns später. Als ich rauskam, war es warm und sonnig. Ich hatte den Schalter des Klickers gedrückt. Hatte er das bewirkt? Ich hatte keine Zeit für Fragen. Ich musste das Sonnenlicht nutzen, um zum See zu kommen. Auf Zanes Seite stand ich am Rande des Cauldron Lake und war kurz davor, den Klicker zu benutzen. Dorthin war ich unterwegs. Allein im Tageslicht, umgeben von der Schönheit des pazifischen Nordwestens, fiel es mir schwer, noch ein letztes Mal die Zweifel runterzuschlucken. Ich konnte immer noch alles auf einen Traum schieben, eine Wahnvorstellung. Ich besaß genug Fantasie, um mir sowas auszudenken. Die ganze Zeit allein in der Hütte, gefangen in einer Geschichte in meinem Kopf, von der Trauer über Alice Tod in den Wahnsinn getrieben, so wie Hartman behauptet hatte. Ich würde es nie erfahren. Ich redete mir ein, dass es eigentlich bedeutungslos war. Mein Kurs stand fest. Ja, Leute, aus dem ruhigen Urlaub ist nichts geworden. Ein Drama. Ja, jetzt möchte er zum Cauldron Lake. Ja, heftig, oder? Um dem Drama ein Ende zu setzen. Und der Telefon schon, oder? Was haben wir denn da?
Welcome to Bright Falls. Ja. Jetzt brauchen wir ein ruhiger Ort. Bevor der Ellen auftaucht ist. Ja, nehmen wir Vollgas. Ja, schneller geht nicht, oder was? Ja gut. Ist doch kein Ferrari, oder? Der Cauldron Lake. Ja, das ist weit. Ja, schöne Gegend, gell? Was haben wir denn da? Ein Stau. Ja, du Falschparker. Ein Checkpoint. Oh, das Dunkel hatte mich berührt. Es gab für immer eine Verbindung zwischen uns. Ich spürte die Gegenwart immer näher. Ja, der Rindenhaus ist böse. Ich werde Ihre Frau töten. Wer, du? Das hab ich schon selber gemacht. Ja, hier darf. So, der ist fort. Moment, Buben. Guter Lohner. Du, geh. Beherrsch dich. Zügel deine Axt, du Lump. Jetzt kann er mal allerdings ein paar Kugeln spendieren. 4 Leuchtfackeln und 3 Granaten. Ein Checkpoint? Nein. Ausgefallen. Dafür gibt es eine Familienkutschen. Cauldron Lake, ich komme. Komme geschwind. Höher. Ich fahre wie ein Besoffener. Es gibt Beginnung. Da ist versperrt. Was haben wir da? Ein Hotel. Ein Motel. Ist der Unterschied zwischen Hotel oder Motel? Ich habe keine Ahnung. Ich schau mir noch, was los ist. Pass auf, erst mal ausräumen. Munition und Batterien. Und da drin gibt es eine Flinte. Open. Pass auf, Seiten. Der Unterschrift im Motelregister zufolge hatte Agent Nightingale hier gewohnt, in Zimmer Nummer 2. In Zimmer Nummer 2. Ja, Ellen, brauchst du Sonnenbrillen? Ja, ein Klo. Die allgemeinen Informationen. Keine laute Musik und keine Haustiere. Ja. Zimmer Nummer 2. Ja, steht da Nummer irgendwo. Wo steht er da? Ach, da herin.
Hier hatte sich Agent Nightingale offenbar aufgehalten, wenn er mich nicht gerade verfolgte. Ja, da bin ich scheinbar ausspioniert, Joey. Battle von mir und Alice. Und der Dr. Hartman. Ja gut, der ist Geschichte. Achten Sie auf sich und Ihre Wer? Kollegen. Da bist du für einer. Das war der Motelbesitzer. Und das ist ein Lehrling. Herr Allen, steig um. Scheiße, kann er nicht. Schon wieder Dosen, Joey. Das weiß ich. Stehen die zum Spaß haben oder muss man die umschießen? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall setzen wir unseren Weg fort. Und zwar über die Sprungschanze. Jetzt lege ich eine Mordstanti. Wow, schön. War unglaublich spektakulär. Hoppala. Versuch mal. Versuch mal, ja du, Bengel. Ich hab bloß auf damit. Ein Kontrollpunkt. Ja, da staut sie alles. Ja, der wie LKW fahren. Was? Oh. Hör du auf. Böse Tonne. Ja, fliegt umeinander. Was zum Teufel? Wo ist jetzt? Reifen. Was sagt er? An den Poltergeistern vorbeikämpfen. Welche Poltergeister? Ja, die doch. Au. Ich glaube eher, dass das blaue Geister sind. Statt Poltergeister. Ja, die Heckklappen. Ich merke schon. Da sind eindeutig Poltergeister am Werk. Au! Ein Schwimmbohr. Vorsicht! Ja gut. Die Poltergeister mit der Schlung. Ja, schaut mal, das wird wieder eine Plagerei. Bis ich da drum bin. So, wer noch? Ah? Achso, der Reifen. Der hat begonnen. Was zum Teufel? Ja, da kommt das Club wieder zum.
Pass auf, da gehen wir um. Im Fall der Fälle. So, ja, aufgelot. Ja, schau da, Autobahn. Ja, Herr Reifen, da war nix. Ja gut, hab ich geplumpst. Der bescheidesten. Ja, der Kühlschrank ist weg und der Reifen geht hier oben. Ja, so mir recht ein. Gar nicht so. Wer? Oh. Ein kleiner Hagelschauer. Ich glaube, das war der Kühlschrank. Oder die Mülltonne. Alles hat davon. Tot ist auch noch. Ja, der darf mich gerade nicht treffen, gell? So bin ich kaputt. Im wahrsten Sinne. Ich freue mich auch. Ja gut, frei bauen. Und er spendiert mir ein Fahrzeug.